no den eischter repressiven Teil vun der DP erlaubt er pumi liberal Remarken zu diesem Text. Das gut an Chambersbiertsche gëtt. Et gëtt immer Manner gelees, mir et so wichtig, weil erlaubt iwwer Generationen vu Mënschen, iwwer Generationen vu Politiker not ze lesen, wat Leiit motiviiert huet, fir Texte anzufeieren, a wat dazu gesot gouf. Dat heite Gesetz verändert Gesetz zum Punkteführerschein von 2002. Demos gouf dat Gesetz motiviiert durch Sécurité routier. Obwohl festgehalten gouf, dat zwischen 1980 und 2000 de Verkehr méi wie dubléiert hat, an d'Accidenter méi wie halbéiert hat. Dat hecht dem wir feststellen, dat de Problem nëmmen nach feiert so groß as wie firdro wär, mecher wir mal e Gesetz. An haut das genau selwicht rapportiert so das Zuelen rappeléiert, Gott sei Dank um den Todesfall von 2002 op Haut nees im Tauschschen Rof, obwohl de Verkehr an derselvischer Zeit nees dubléiert huet. Rapportrice gesäit do in Zusammenhang töcht dem Text iwwer de Punkteführerschein fir mech ass den net unbedingt zu erkennen, as auch unméiglich ze etablieren. Seit dem Gesetz hunn 170.856 Chauffeuren Punkten verloren. An 1,5% Allpunkte. Heiwel op de Marco Schank agon de gesot huet, die Leiit hunn die Punkte verloren, net fir die manste vergehen. De könnt man jawer net soen, dat man heiz Lützburg 170.000 Raudien hunn. Feierels vun den Punkten, die verloren gesi erwähnt, Vitesse. Holt ein einfachen, konkret Beispiel. Vun der Autobahn Esch wird Vitesse limitiert op 50 km an der Stunde, als entretemps opgegangen op 70. Wenn also do bis 75 kom, huet den 2 Punkte verloren. Wären die Leute, die do mat 75 gepëtzt gesinn, wären dat Raudien, hunn déi dodescher kursiert oder hätten déi dodescher kursiert. Neen, sie hätten het net. Durch die ganze Bürokratie an den Generalverdacht ënner den Schofrenhai Gestalt gin ändert sich am Mengen Ähren neicht. Für wer soll man haut so ein Gesetz dann auch nach verschärfen, trotzdem de Bedenken, die demals zu Recht geäußert goufen. Rechtsstaatlich Bedenken, die für allem der LSAP demals mat Recht vierburcht wird. Mein guten Freund, den leider allzufrei verstorbenen Marc Zanussi, huet demals an der Debatte de Jean Bourg zitiert, de Procureur. Des autres, que seule l'application personnelle de toutes les circonstances par un juge pourrait garantir dans ces circonstances une justice équitable. Et geht eben just net eng Infraktion zum die als objektiv dieselwicht, also kascht zu 4 Punkte. Et geht darum, dat der Richter kann beurteilen, wat Circonstanzen davor wären. Ein Delit de Grande Vitesse am engem Beispiel vun der Escher Autobahn mat 76 oder ein Delit de Grande Vitesse mat 200, die wat Kollektristisch süd, ass dach net datselwicht. Weiter huet den Demos gesot, an noch dat war fundamental ganz richtig, ich zitiere. Ein anderen juristische Problem, den se stellt, as de vum Cumul vun de Pänen. De Conseil d'État huet Lorizender engmer wie iwwer d'Erbesrecht eng Opposition formell gemerk, well an dem Text e Cumul de Peine enthale wär. Leider ass déi Menung vum Conseil d'État bei dësem Projekt net ërëmkom. Mir hunn so de Marc Zanussi dem am Numm vun der LSAP, mir hunn Schwierigkeiten damit, dass e Cumul de Peine an diesem Projekt möglich ass. Engerseits kann in de Führerschein zukriegende Jugement vom Tribunal, zweitens durch Verlust von Punkten, an drittens durch een administrativen Entzug. Ich gebe noch dabei fügen, haut kann ich noch nach verlieren automatisch, wann ich an einer grave Infraktion bin, und ich kann noch nach entzugkriegenden Untersuchungsrichter. Da sieht Marc Zanussi weiter, auch hier sieht der Parquet général en segem avis, le cumul de l'interdiction de conduire et de la suspension de conduire peut aboutir à des excès au niveau de la répression. Mais nicht nur de Marc Zanussi an der LSAP hun demals
absolut verständlicher richtig Bedenke geäußert, mir auch mein Parteikolleg Fernand Geisen Demos hat Demos exzellent analysiert, wie so den ADR Demoswert nach den Aktionskomitee net der ADR-Partei. Es geht all unnötig Bürokratisierung, besonders wenn das Risiko besteht, die Bürger per Mausklick einfach zu kontrollieren. Als Nesenkeier, ich komme automatisch an Englisch, automatisch kann ich punkten, peu importe, wie schlimm mein Vergehen schlussendlich objektiv wäre. Und hat viel gesagt, am Resümee, der ADR kann diesem Projekt seine Zustimmung nicht geben. Wir sind nicht gegen eine Verbesserung der Kontrolle. Als Propositionen gehen in eine andere Richtung. Es geht darum, für die Straße mehr sicher zu machen, für sie auszubauen, für eine gefährliche Strecken an Kreuzungen mehr sicher umzubauen. Es geht um eine Anpassung von der Signalisation, besonders um Niveau von der Geschwindigkeitsbegrenzung. Da der als für mehr Präventivpräsenz von der Polizei Terrain mit effikace Kontrollen, da wo nötig. Die heutige Repressivmöglichkeiten müssten durchgehen, für den Respekt vom Code de la Route durchzusetzen, da der lehnt eine allgemeine Kriminalisierung vom Automobilist auf. Ich kann das auch heute nach immer am Namen von meiner Partei nimmen unterschreiben. Wir bleiben als drei und wir bleiben bei dieser Meinung. Es kann das von den Beam geschwert gehen. Es sind nicht Beam, die einen Accident verursachen, das ist ganz klar. Wir wollen nicht Kontrolle über mein Auto verlieren. Zum Beispiel, weil es rutschig ist. Nach einer ganz langen Zeit, wo es dreschig wäre. Dann ist der Unterschied, ob ich an den Baum rennen oder an ein Feld. Aber wenn man kein Beam erwäscht, das kann ich nur vollziehen. Das sind auch Freunde von Beam. Da soll man aber wenigstens kein neue Beam Landstraße pflanzen. Ich will ein anderes Beispiel, Weiler Latour, die schrecklichen Akzidente, die da passieren. Da gibt es eine Lesung, an der es eine Unterführung, genauso wie sie gemerkt haben, dass zum Beispiel auf der ersten nach der Strecke, auf der Kreuzung, welche Kunststoff, wo auch über lange Jahre, welche immer tägliche Akzidente zu beklagen wären, seitdem das gemerkt wird, als die Point noir verschwunden. Denn, ich meine, über den 7, den Kollege Käser, das hat leider nicht Todesgiffen, wir sind ganz froh, braucht man nicht zu diskutieren, wie viele Akzidente auf der dreispurigen Straße geschehen, die nicht unbedingt nötig wären, wenn wir etwas machen. Die Autobahnsbelichtung aufzuschärfen, Herr Minister, wäre an Eisenahn keine ganz gute Idee für eine mehr große Verkehrssicherheit. Aber wenn wir dann in den Detail gucken, ich will nicht viel mehr langweilen, kommt mir holen einfach das Durchfahrtverbot anrainerfrei 2 Punkte. Wie viel Todescher haben wir am Jahr, weil irgendein Mensch durch eine nur Anrainerstraße fährt? Kein einzigen. Das ist eine Infraktion, ja. Wenn ich gepetzt bin, ich gestraft, ja. Wie viel was soll ich für Punkte verlieren? Ob ein Führerschein, das kann kein Mensch mir glaubhaft machen. Der DR bleibt zu Streit, aber wir stimmen gegen diesen Text.